Es ist so gut, mit euch Gottesdienst zu feiern und zu wissen, dass gleichzeitig da in den verschiedenen Räumen eigentlich auch Gottesdienst gefeiert werden, bei den Teens, bei den Kids. Und einer der Kidsleiter hat mir am Wochenende erzählt, was heute die Message, das Thema bei den Kids ist. Und es hat mich einfach begeistert. Und die Kids können sich wirklich glücklich schätzen. Da hat es Leute, die so viel in sie investieren und sie jetzt schon mit so guten Botschaften ihnen weitergeben, wo sie einfach etwas mitnehmen können und wo sie wirklich Lektionen fürs Leben lernen können. Und das ist mega begeisternd, oder? Ja, das ist cool. Ich sehe, ihr seid mega begeistert. Nein, ich habe noch jetzt ein bisschen überrascht. Genau, super. In den letzten 2 Sonntagen haben wir anhand vom Buch Daniel darüber geredet, wie Glaube gerade in Zeiten wie denen, wo wir jetzt drin sind, kann aussehen und was wir vom Daniel und eben seiner Zeit können lernen. Und am ersten Sonntag ist es darum gegangen, so ein bisschen die Zeit zu charakterisieren, so anhand von 2 Sachen. Erstens, dass sie von viel mehr Unsicherheit geprägt ist als jetzt so die letzten 10, 20 Jahre. Und zweitens, so etwas, was schon länger dran ist, der technologische Wandel, wo viele Leute immer mehr so ein bisschen in eine Überforderung hineinführt. Und wir haben gesehen, dass Christsein eben nicht einfach heisst, hey, wir grenzen uns von all dem ab und sagen, das ist irgendwie nicht gut, sondern dass wir uns als ein Teil von dieser Welt sehen und dass wir immer wieder in die Spannung hineinkommen, wo es heisst, hey, wo nehmen wir Sachen an, wo passen wir uns auch diesen Veränderungen an, wo müssen wir irgendwo mitgehen und wo ist es aber auch an uns abzugrenzen. Und das ist eine Spannung, die nicht immer einfach ist. Ich weiss nicht, wer von euch hat gerne solche Spannungen? Die wenigsten. Das ist nicht so einfach. Es ist immer wieder eine Challenge, aber es gehört dazu, zu einem Christsein, der reifer wird, der Schritt macht, wo wir Jesus ähnlicher werden. Letzten Sonntag hat uns Elias gezeigt, wie die Visionen von Daniel, die er hatte, weniger so einen Fahrplan für die Endzeit sind, sondern in erster Linie eine hoffnungsvolle Botschaft enthalten. Nämlich, dass Gott regiert. In jeder Zeit. Egal wie düster das sie aussieht, egal wie schwierig und dass er in der Weltgeschichte bis jetzt immer zu seinem Ziel gekommen ist. Er reagiert, auch in dieser Zeit, wo wir drin sind. Und ich finde das Zitat von Karl Barth so beeindruckend, wo er in einem Telefongespräch, glaube wirklich einen Abend vor seinem Ableben, seinem Kollegen gesagt hat, ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und das fasst das so gut zusammen. Und hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt vielleicht auch gerade erst eingestiegen bist in diese Serie oder schon mit drin bist, das Buch Daniel wirklich auch für dich selber lesen. Und wenn du die Predigten verpasst hast, vielleicht und merkst so, hey, das ist eigentlich ein spannendes Thema, dort mal noch nachlesen. Der Titel heute ist «Wenn das Leben redet». Und wir wollen heute miteinander anschauen, wie sich der Glaube von Daniel und von seinen Freunden in dem für sie so fremden Umfeld ausgedrückt hat. Ein bisschen konkreter daran anschauen, für was sind sie gestanden und für was sind sie wahrgenommen worden oder was für einen Ruf haben sie gehabt, dort, wo sie waren. Und Ruf und so, oder, das ist mega wichtig. Heute redet man oft auch von Reputation und ganz viele Firmen haben so Reputationsberater, weil sie wissen, jede Entscheidung, je nachdem, wie sie wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, hat einen Einfluss darauf, wie du als Firma da stehst und deine Reputation, dein Ruf kann sehr einen grossen Einfluss haben, wie es für dich weitergeht. Sieht man jetzt auch gerade zum Beispiel Thema WM, oder? Sehr gut, Katar und so weiter, macht alles, um einen guten Ruf zu haben und gut dazustehen. Und ich habe so eine kleine Predigtillustration mitgenommen und für das so ein Säckchen mit Saatgut. Und da steht auch ein bisschen drauf, was drin ist, oder? Das sind Kapuzinerkresse, ist das. Kann man anscheinend sogar essen, heisst es. Das ist auch noch wichtig. Wichtig ist, wenn es durchgestrichen ist, das Essenszeichen, dann ist es wirklich nicht gut. Das sind halbgefüllte, leuchtende Blüten ohne Sporn, kleines Laub, rasch wachsend und nicht wankend. Also steht etwas drauf und da ist etwas drin. Und die Frage, die ich so in den Raum stellen will, ist, was du dir überlegen kannst,
hey, wenn dein Leben so ein Briefchen mit Saatgut wäre, was würde bei dir draufstehen? Könnt ihr den Gedanken vielleicht mal so für euch ein bisschen mitnehmen? Und wir schauen mal an, wie es dann beim Daniel und seinen Freunden war. Und was wir im ersten Kapitel vom Buch Daniel schon lesen, ist, immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Und wir lesen, dass sie in höhere Positionen befördert worden sind, dass sie gute Berater sind, dass ihnen viel Verantwortung gegeben worden ist und sie da eine wichtige Rolle gespielt haben. Und wir gehen später noch mal ein bisschen mehr auf das ein. Das ist das, was wir sehen, wofür ihr Leben schlussendlich gestanden ist, aber was es ausgemacht hat, dass sie an diesen Ort gekommen sind. Das sehen wir jetzt in diesem Statement noch nicht. Aber was wir festhalten können, ist, dass sie eine grosse Auswirkung auf ihr Umfeld hatten. Dass sie einen gewissen Einfluss haben können wahrnehmen konnten, dort, wo sie waren. Und möchten uns heute ein bisschen mit dem, was steckt denn dahinter, beschäftigen. Was hat sie zu so Personen gemacht, wo ein fremder König aus einem anderen Volk so viel auf sie gehalten hat? Was sind das für Eigenschaften oder Haltungen gewesen, die Daniel und seine Freunde auszeichnet haben? Und wie können wir heute, in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, auch Menschen sein, die so eine Ausstrahlung haben? Und es ist ein riesiges Thema, oder? Und ich versuche das jetzt einfach so ganz mal grob auf eine Formel abzubrechen, die uns ein bisschen hilft, um das vereinfacht darzustellen. Und ich greife für das die 2 Themen, die wir in den letzten 2 Predigten haben, nochmal auf, weil sie gehen Hand in Hand und ich glaube, sie sind ein Schlüssel für das Ganze. Die Formel ist, ein Leben, das redet, plus, dass Gott regiert, das gibt Ausstrahlung, das gibt Frucht. Es ist die Kombination, die es ausmacht. Das Leben, das redet, das heisst, ein Leben, das sich in dieser Spannung, wo wir es am ersten Sonntag davon gehört haben, in dieser Spannung zwischen Anpassung und Abgrenzung befindet. Das ist ein Leben, das redet. Plus das Wissen, dass Gott regiert, kann zu einem Leben führen, das eine Ausstrahlung hat, das Frucht kann bringen kann. Es ist die Kombination, die es ausmacht. Ich habe mir überlegt, oder, wenn rettet denn ein Leben? Was braucht es denn, damit dein Leben wirklich rettet? Und ich glaube, es ist, wenn wir gerade als Christen, wenn wir eine gute Balance findet zwischen Anpassung und Abgrenzung. Nicht einfach nur eins von beidem, nicht irgendwo das Extrem, sondern so der Sweet Spot dazwischen. Weil die Extreme sind meistens unfruchtbar. Oder wenn wir zu viel uns anpassen, oder wenn du dich generell im Leben zu fest deinem Umfeld und den Mitmenschen anpasst, dann macht es dich langweilig im Zwischenmenschlichen. Weil du stichst ja nicht raus. Dann macht es deinen Glauben fad. Das, was die Bergpredigt sagt. Oder wenn das Salz nicht mehr salzig ist. Und dann wird das Leben kraftlos. Hingegen zu viel Abgrenzung. Wenn wir uns zu fest distanzieren von allem und zu fest immer versuchen abzugrenzen, dann führt das zu einem Beziehungsverlust. Es bewirkt, dass Menschen zu uns in Widerstand gehen oder auf Distanz. Oder es entsteht automatisch eine Distanz. Das ist nicht nur immer negativ zu sehen, zum Beispiel Spitzensportler oder berühmte Persönlichkeiten. Da ist automatisch eine gewisse Distanz zu vielleicht dir und mir. Und irgendwo sammelt sich dann die meistens unter Leuten, die ähnlich sind. Aber es gibt plötzlich eine gewisse Distanz. Und auch Christen, die nicht mit der Welt in Kontakt kommen wollen, es führt in einen Rückzug hinein. Und es verliert an Kraft und Auswirkung. Das ist das Thema, das wir in der ersten Predigt ein bisschen genauer angeschaut haben. Ihr könnt dort noch mal ein bisschen mehr nachhören. Ich möchte heute eher auf die Frage so ein bisschen funktionieren, wie hat denn das Leben von Daniel und seinen Freunden geredet? Wo haben sie sich distanziert, wo angepasst? Und ein Punkt, so ein Merkmal, das raussticht, ist ihren Umgang mit dem König und der staatlichen Autorität, wo sie sich darin befunden haben. Der Daniel und seine Freunde haben sich nicht gegen den König gestellt, sondern sie haben ihn anerkannt. Sie haben ihm sogar geehrt, sie haben ihm gedient, sie haben sich in seinen Dienst stellen lassen. Und
Das, glaube ich, ist schon wichtig noch da zu sagen, oder? Die Verhältnisse, die sind ja nicht so schön demokratisch und rechtsstaatlich gewesen, wie wir das hier in der Schweiz haben. Das ist ein bisschen anders zu und her gegangen. Wir haben zum Glück eine andere Regierung. Nicht so ein König, wie das der Daniel hatte. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir dankbar sein dafür. Und trotzdem ist der Daniel und seine Freunde sind in dem Dienst gestanden von dem König und sind ihm mit Achtung begegnet. Und mit Achtung meine ich nicht nur, dass sie versucht haben, sich möglichst nicht daneben zu benehmen und einfach gut zu sein, sondern nein, sie haben ihn wirklich anerkannt. Sie haben ihm Achtung, Anerkennung entgegengebracht. Das sehen wir zum Beispiel dort, wo der Daniel dem König einen Traum ausgelegt hat und wo er ihm sagt, du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Das ist recht wohlwollend. Und da merkt man, dass er irgendwo eine gewisse Achtung vor dem König hatte. Und der Daniel und seine Freunde, die haben alles gelernt, was man dort so hat müssen lernen und was dort so dazugehört hat. Wir lesen, dass sie die babylonischen Schriften gelesen haben und sich all das Wissen angeeignet haben. Sie haben dem König gedient, ihr das Beste gegeben. Wirklich so, wie es der Prophet Jeremia, wie er die Juden im Exil aufgefordert hat, wo er gesagt hat, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Also der Daniel und seine Freunde sind ein Teil geworden von dieser babylonischen Gesellschaft. Sie haben sich einbinden lassen und ihren Teil als gute Mitglieder von dieser babylonischen Gesellschaft dazu beitragen. Das lädt uns ein, uns Gedanken darüber zu machen, wie denn vielleicht wir über unsere Regierungen denken und wie wir sie unterstützen oder eben dahinterstehen oder eben nicht. Und der Punkt ist nicht, dass wir uns nicht falsch verstehen, der Punkt ist nicht, dass wir bedingungslos einfach alles gut heißen, sondern dass wir einen Respekt haben, dass wir Achtung haben vor unserer Regierung im Bewusstsein. Das sind Menschen, die machen Fehler und die haben ja vielleicht teilweise auch andere Werte, als wir haben. Aber wir haben unsere Aufgabe als gute Bürger, unsere Rolle, die uns zugewiesen ist, wahrzunehmen. Das führt mich zum zweiten Punkt, wo man sieht im Leben von Daniel und seinen Freunden. Nämlich, dass sie ein vorbildliches Leben geführt haben in dem fremden Babylon. Der Daniel war bekannt dafür, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Dass er gewissenhaft ist. Dass er vertrauenswürdig ist. Und das sind nicht Eigenschaften, wo man einfach mit mal kurz ein bisschen flexen kann, demonstrieren und dann hat man das irgendwo gezeigt, sondern das sind Sachen, die du über einen längeren Zeitraum musst beweisen musst. Der Daniel hat über 70 Jahre unter 4 Königen gewissenhaft und vertrauenswürdig dient. Und bei jedem von diesen Königen ist er im höheren Ansehen gestanden. Bei jedem von diesen Königen ist er dafür bekannt gewesen, dass er eine Person ist, die ein vorbildliches Leben lebt. Eine Geschichte, die von Daniel in der Leuengrube, zeigt das vielleicht gerade besonders so gut. Das war während dem 3. König, wo der Daniel dient hat. Der Darius, das war übrigens nicht mehr ein Babylonier, sondern das war dann ein Meder. Die haben dann Babylon als Weltmacht abgelöst, dazumals. Und der Daniel ist mit 2 anderen einer der 3 höchsten Beamten gewesen. Und er hat seinen Job so gut gemacht, dass der König überlegt hat, ihn nochmal eins zu stellen, ihn nochmal zu befördern und nochmal eins höher. Und logischerweise, oder, wenn da so 3 Leute um einen Platz kämpfen, die anderen 2 haben das nicht so lustig gefunden und haben angefangen ellenbögeln. Und wir lesen im Daniel Kapitel 6, da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Es hat nichts gegeben, wo sie am Daniel aussetzen können. Er hat seinen Job korrekt und zur vollständigen Zufriedenheit vom König Darius gemacht. Nicht nur vor Gott, sondern auch für den König. Er hat gewusst, was bei ihm
was von ihm verlangt wird. In diesem fremden Setting, in dieser Kultur, die vielleicht nicht seine eigene war. Und er hat gewissenhaft und zuverlässig abgeliefert, was verlangt worden ist. Und das eben, wie schon gesagt, über einen längeren Zeitraum, nicht nur einfach in ein paar wenigen Jahren oder in diesen paar Highlight-Geschichten, die wir kennen. Und es ist etwas, das sich durch die Bibel durchzieht, wo wir auch im Neuen Testament sehen, dass wir als Christen dazu aufgerufen werden, ein vorbildliches Leben zu leben. Ein Leben, das auch vor der Welt als vorbildlich gilt und gut dasteht. Jesus in der Bergpredigt sagt uns, wir sollen das Licht sein. Und die Menschen sollen an unseren guten Taten erkennen, wer Gott ist. Und es gibt noch andere so Stellen, wir kommen am Schluss nochmal auf eine zurück. Es ist ein Auftrag für dich und mich. Das dritte Merkmal, die dritte Eigenschaft ist, dass die Geschichten von Daniel, das, was wir sehen in seinem Leben, auch zeigen, wie er und seine Freunde in mehreren Situationen dann aber eben auch rausgestochen sind. Anders reagiert haben, als man es von ihnen vielleicht erwartet hätte. Der Daniel hat zum Beispiel den Mut gehabt, dem König ehrlich zu sagen, was die Bedeutung von seinem Traum war, auch wenn es für den König nicht eine schöne Botschaft war. Auch wenn andere sich gefürchtet hätten, dem König die Wahrheit zu sagen, was es wirklich bedeutet. Er hat es nicht schön geredet. Er war ehrlich. Und der Daniel und seine Freunde sind auch ganz klar zu ihrem Glauben gestanden. Und sie sind transparent gewesen, was es heisst für sie, ihren Glauben nicht zu verleugnen und ehrlich und offen zu sein in Bezug auf ihren Glauben. Selbst wenn es für sie gefährlich geworden ist, haben sie nicht einfach zurückgezogen, sondern sind sie offen und transparent gewesen. Und es wäre wahrscheinlich einfach gewesen für sie, um sich irgendwo so ein bisschen durchzumogeln. Gerade zum Beispiel dort, wo es darum gegangen ist, die Statue anzubeten. Sie sind dort gewesen, da sind Leute zusammengerufen worden. Und ich nehme nicht an, dass sie mit Speeren dort angetrieben worden sind, sondern dass sie freiwillig gekommen sind. Dass sie gewusst haben, hey, ja, wir müssen eigentlich dort erscheinen und wir machen es. Und vielleicht wäre es nicht aufgefallen, wenn sie sich irgendwie krank gemeldet hätten und gesagt hätten, du, ich kann gerade nicht. Und es war sicher auch nicht so gewesen, dass sie überrascht worden sind, was sie dort machen mussten. Sie sind dort gewesen. Und was es nachher rausgekommen ist, weil sie sich nicht abgebogen haben, sie haben gar nicht versucht, sich zu verteidigen. Sie haben König Nebukadnezar gesagt, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Sie haben nicht Versteckis gemacht. Und nicht einfach gesagt, oh sorry, wir sind gerade am Schnurren und haben nicht gemerkt, dass wir jetzt hätten müssen uns verbeugen. Sie sind transparent und ehrlich gewesen, dass sie die Götter nicht werden anbeten. Dass sie dort eine Grenze setzen für sich. Man kann auf Deutsch sagen, sie sind keine People-Pleasers gewesen. Sie sind vorbildlich gewesen und vertrauenswürdig. Aber eben dann auch echt und ehrlich. Sie sind transparent gewesen, wenn es um ihren Glauben gegangen ist und bereit, die Folgen davon zu tragen. Und ich glaube, genau dieser Kontrast ist es, wo das Leben von Daniel und seinen Freunden reden lassen hat. Das auf die einen Seite so vorbildliche, gewissenhafte Verhalten, wo sie auch im Maßstab der damaligen Zeit, wo sie dort waren, gut dagestanden sind und sich dementsprechend verhalten haben, aber dann eben auch der Mut, zum Anstehen und ehrlich und transparent schwierige Sachen sagen oder eben auch dazu stehen, wo das für sie eine Grenze ist und wo das es für sie zu weit geht. Und zu der Farbe zu bekennen und mit dem rausstechen, mit dem sich ein Stück weit auch angreifbar machen. Und ich glaube, Menschen, denen in ihrem Leben reden, das sind Menschen, die Balance finden, ein Teil der Gesellschaft sind und trotzdem klar für ihre Überzeugungen anstehen. Alles andere geht irgendwo in ein unfruchtbares Extrem hinein. Und ich glaube, das ist heute noch genauso wie damals. Es ist der Kontrast, wo uns als Christen, wo unser Leben reden lässt. Und an diesem Punkt wenn wir uns nochmal schnell Gedanken machen, hey, was ist es, was dein Leben redet? Wir haben vorher von dem Saatgut gehabt. Ich weiß nicht, was du dir vorher überlegt hast, was eventuell bei dir auf dem Päckchen drauf würde stehen. Vielleicht geht es mehr um Ausbildung, um
Hobbys, Sachen, die dir lieb sind. Vielleicht kann man sich auch mal fragen, was würden andere sagen? Ich möchte die 3 Punkte nochmal schnell reinwerfen. Wie ist dein Umgang mit Staat und Gesellschaft? Tendierst du eher so auf Opposition oder ist es bedingungslose Akzeptanz? Konstruktive Mitarbeit oder eher Ablehnung? Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder wenn man dein Umfeld fragen würde, für was bist du dort bekannt? Bei deiner Arbeit? Bei deiner Familie? Bei deinen Freunden? Was würden sie sagen? Steht auf dem Briefli. Und wie steht es um deinen Mut, auch Farbe zu bekennen? Auch mal anstehen. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was die Leute direkt hören wollen. Oder ist so dein Motto so, hauptsächlich irgendwo durchschlängeln und ja nicht anecken? Und gell, merkt, das ist schwierig. Das ist nicht einfach, oder? Es gibt so viele Themen, wo es wie nicht ganz klar ist. Ein Thema aktuell sicher gerade WM. Und auch Gedanken darüber gemacht. Und wir haben zum Fußballchat und Chris und ich haben uns da geoutet mit unserer Meinung und es löst Emotionen aus, Diskussionen ausgelöst. Und es geht gar nicht darum, was unsere Meinung ist, sondern ich würde mir sagen, wenn wir Stellung beziehen, dann löst es auch etwas aus häufig. Und dann sind wir plötzlich mitten in dieser Spannung drin. Aber das ist vielleicht auch gut, das hilft uns, unsere Sicht zu hinterfragen und umgekehrt. Und es gibt ganz viele Themen, wo sich auch Christen vielleicht nicht unbedingt einig sind. Halloween ist auch so ein Thema, oder? Gerade als Eltern, glaube ich, ist das mega schwierig. Und vielleicht als so jetzt nicht als Eltern ist dann manchmal auch so, was sage ich irgendetwas, wenn es läutet oder nicht und gebe ich überhaupt etwas oder tue ich einfach so, bin ich nicht da und ich hatte das Glück, ich bin eine Lampe am Abholen und habe überall die Leute gesehen, dass wir jetzt das mal nicht müssen überlegen. Aber hast du dir mal überlegt, wo sind so Punkte, wo du Profil zeigst? Wo du bewusst sagst, hey ja, da stecke ich den Kopf raus oder da beziehe ich Stellung. Ich glaube, das ist das, wo dein Leben zu einem Leben rettet, Jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. He? Genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was ein Leben zu einem Leben macht, das rettet. Genau. Was mir am Daniel und seinen Freunden besonders gefällt, ist, dass sie, wenn man so ihr Leben anschaut, dass es so wirklich, als wären sie nie so voll in Panik ausgebrochen, sondern als hätten sie es irgendwie geschafft, selbst in herausfordernden Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. Wir lesen so 1-2 Stellen, dass der Daniel da ab diesen Traumdeutungen und so ein bisschen verschrocken ist. Und trotzdem scheint es, dass gerade im Umgang mit anderen Menschen sie eine Art gelassene, angstfreie Präsenz haben können ausstrahlen. Eine gelassene, angstfreie Präsenz. Zumindest in dieser Unsicherheit, zumindest in diesen Situationen, wo sie stark unter Druck waren, zum Beispiel, wo der Daniel nicht mehr hätte zu Gott beten. Oder wo er am König den Traum zuerst hätte müssen erraten, was der König geträumt hat. Ich meine, nur schon das ist ja eigentlich crazy, oder? Und der König sagt, ja, erklär mir, was mein Traum war, aber ich sage dir nicht, was mein Traum war. Und er ist irgendwie ruhig geblieben. Er ist zu seinen Freunden gesagt, hey, wir müssen beten, Gott muss uns das zeigen und sonst kommt es nicht gut raus. Sie haben dort so die gelassene, angstfreie Präsenz gehabt. Und das Spannende ist, dass gerade so in unsicheren, gefährlichen Situationen ist es genau das, nach dem andere Leute Ausschau halten. Nach Leuten, die in dieser Situation ruhig bleiben, die gelassen bleiben können, die nicht von Angst getrieben sind und die sich trotz der Umstände nicht anstecken lassen, von Unsicherheit und Angst, sondern eben das können auf so eine ruhige, gelassene, angstfreie Art und Weise zu managen. Jetzt ist das ja schön und gut. Die Frage ist, wie kommt man zu dem, gell? Und ich glaube, ein Schlüssel, wo man bei Daniel und seinen Freunden ist, das starke Vertrauen, das sie hatten auf Gott, das tiefe Wissen in ihrem Herzen, dass es Gott ist, der regiert. Das ist darum eben der zweite Teil dieser Formel, dass Gott regiert. Und das
wissen, ist zum einen aus dieser tiefen Verbundenheit herausgekommen, die sie hatten mit Gott, dass sie die Beziehung mit ihm gelebt haben, dass sie auch gewusst haben, ihre Stärke und ihre Begabung und das, was sie haben, das liegt nicht daran, dass sie so gescheit und gut sind, sondern das ist Gottes Geschenk an sie. Im ersten Kapitel heißt, Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Es war ein Geschenk, das Gott ihnen gemacht hat. Es ist nicht etwas, das sie selber aus sich heraus bringen können. Oder auch, sie haben immer wieder darauf verwiesen, dass es Gott ist, der ihnen das gegeben hat. Im Daniel 2,28 sagt er am König, kein Mensch kann, aber es gibt einen Gott im Himmel. Sie haben gewusst, dass es an der Gnade von Gott gelegen ist und dass es nicht aus ihrer eigenen Kraft rauskommt. Und sie haben die Beziehung gehabt, die Verbundenheit mit dem Gott, wo sie wussten, er ist der ihnen die Kraft gibt. Und das ist ihnen gelungen. Und ich glaube, das ist wie so der Punkt am Ganzen, immer wieder die göttliche Perspektive auf die Geschichte, auf die Umstände, auf die Situation, wo sie drin sind, einzunehmen. Und das tönt jetzt manchmal für uns so ein bisschen, ja, logisch und so, sie haben ja einfach in der Bibel lesen, aber nein, die haben die Bibel ja noch nicht gehabt. Die haben noch keine Bibel gehabt. Und das ist vielleicht genau der Grund, warum Gott Daniel die Träume, die Visionen gegeben hat, um ihm seine Perspektive zu zeigen. Um ihm in dieser schwierigen Situation zu sagen, hey, schau mal an, ja, es mag jetzt schwierig aussehen. Und ja, da hat es grosse Herrscher und ja, die reissen ihr Maul auf und tun wild und tun wie Tiere. Aber ich habe es im Griff. Schlussendlich regiere ich. Und genau diese Träume, diese Visionen, das, was Gott dort zum Daniel geredet hat, das redet heute auch in uns, zu unserer Situation. Diese Visionen rufen uns zu, dass es Geschichte gezeigt hat. Bei ihm und später und immer wieder. Dass ja, es wird regiert, aber eben von ganz oben. Gott ist der regiert. Und all diese Prophetien und auch teilweise apokalyptische Bücher, das ist eine der Hauptmessages. Die Hoffnung und das Wissen, dass es Gott ist, der schlussendlich regiert. In der Offenbarung ist das eine der Kernmessages, die durchkommt. In dem Wort von Jesus finden wir das klar und deutlich. Und die vielen, vielen Zeugnisse von anderen Christen, die uns vorausgegangen sind, bezeugen uns das. Gott ist der schlussendlich regiert. Und wenn wir das Vertrauen, das Wissen tief irgendwo in unserem Herz haben, können wir immer wieder die Perspektive Gottes einnehmen, auch in schwierigen, herausfordernden Umständen. Und dann wird es möglich sein, dass wir auch in so Zeiten wie jetzt und vielleicht auch in schlimmeren Zeiten können so eine gelassene, angstfreie Präsenz sein. Dann werden wir zu Menschen, wo sich andere daran orientieren, wo eine Sicherheit ausstrahlen, wo Frieden haben, wo Ruhe haben, wo etwas verkörpern, wo andere sich danach sehnen. Das Wissen, dass es Gott ist, der ultimativ regiert, dass er der ist, der Ordnung schlussendlich bringt, das Chaos der heutigen Zeit. Dass das seine Aufgabe ist, dass das ist, was er seit Anfang an macht von der Schöpfung, wo wir lesen, es war ein Chaos und der Heilige Geist hat Ordnung reingebracht. Das sind Menschen, die etwas ausstrahlen, die die Präsenz haben. Und nicht die am lautesten schreien, nicht die meinen, sie hätten die besten Lösungen und die am aktivsten rumrennen und machen und tun. Und auch nicht die so gelassen sind, dass dann plötzlich alles wieder gleichgültig wird. Versteht ihr? Es ist wirklich so die Mitte von dieser Spannung. Menschen, die ruhig und angstfrei agieren, weil sie einen inneren Kompass haben, der an Gottes Perspektive ausgerichtet ist. Die Kombination ist es, so ein Leben in dieser Spannung zwischen Anpassung und Abgrenzung, wo am Schluss eine starke Botschaft sendet. Das Wissen, dass Gott regiert, wo uns hilft, indem wir ruhig und gelassen und angstfrei sein können. Und das wird Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist genau das Leben, das dazu geführt hat, dass der Daniel und seine Freunde so eine Auswirkung in ihrem Umfeld haben können. Und das kommt
Ist nicht nur ihnen zu gut gekommen, sondern auch anderen Menschen. Und im Endeffekt ist es dazu da gewesen, dass Gott verherrlicht werden kann. Weil das ist die Frucht gewesen, die aus dem heraus entstanden ist, dass die Könige Gott gesehen haben. Dass sie ihn erkannt haben, anerkannt haben, ja teilweise sogar preist haben. Wir sehen zum Beispiel beim Nebukadnezar, dass er nachdem die Freunde im Feuerofen waren, genau, im Feuerofen ist das gewesen, und er gesehen hat, dass sie nicht verbrennt sind, wie er sagt, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Er hat Gott erkannt. Er hat ihn anerkannt. Und an einer späteren Stelle priest er ihn sogar, wo er sagt, nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Und auch beim König Darius sehen wir, dass er sogar angeordnet hat, dass Gott geehrt wird. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich, dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Das ist die Frucht davon, dass sie ein Leben geführt haben in dieser Spannung, im Wissen, dass Gott schlussendlich regiert, dass die Könige Gott erkannt haben, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar worden ist. Und das ist doch genau das, was auch wir möchten, was auch unser Auftrag ist. Ein Leben, das auf Gott hinweist, wo andere Menschen, vielleicht Könige sogar von dieser Zeit, Gott erkennen, wo er groß gemacht wird damit. Das ist so der göttliche Teil als Auswirkung. Und der andere Teil, wo eine Auswirkung davon war, ist, dass der Daniel und seine Freunde eine Stimme bekommen haben in der damaligen Gesellschaft. Dass sie Gestaltungsmöglichkeiten bekommen haben. Sie können einen positiven Einfluss wahrnehmen an dem Ort, wo sie waren. Sie sind nicht einfach nur und eben Gott ist verherrlicht worden, sondern sie können mitgestalten. Sie können etwas ändern. Sie haben Einfluss gehabt, sogar einen grossen Einfluss. Und das können wir jetzt vielleicht ein bisschen falsch deuten oder meinen, okay, wenn wir das machen, dann werden wir alle irgendwo zu grossem Einfluss in der Politik oder sonst irgendwo kommen. Ich glaube, der Einfluss, der fängt im Kleinen an. Der fängt dort an, wo du jetzt bist. Wenn du ein Leben lebst, in dieser Spannung, ein Leben, das rettet und weißt, dass Gott regiert, so eine angstfreie Präsenz bist, dann wirst du einen Einfluss haben dort, wo du jetzt bist. Bei deiner Familie, wo vielleicht andere nicht Christen sind, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Vereinskollegen, bei den Menschen, die um dich herum sind. Und wenn unsere Zeit etwas braucht, dann sind es genau so Menschen. Menschen wie du und ich. Menschen, die wie der Daniel so quasi am Hof vom König bleiben, die glauben, dass Jesus Christus am Ende der Zeit sein Reich aufrichten wird. Und wo darum im Heute, in der jetzigen Zeit, die Spannung aushalten. Sich darin befinden, auch wenn es nicht einfach ist, ihre Verantwortung wahrnehmen, eben nicht nur an dem Hof vom König, sondern überall in der Gesellschaft, überall dort, wo Gott dich angestellt hat. Unser Ruf heute ist, dass die Saat, die Briefe, wo wir vielleicht alle sind, dass die Saat, dass wir die in die Erde von dieser Welt legen. Für das Kresse ist, hat es noch recht grosse Sämli. Aber schaut, die Samen, das Saatgut da drin, das ist zwar super Saatgut, das ist wahrscheinlich Top-Qualität, 1A, aber solange es da drin bleibt, passiert nichts. Solange es da drin bleibt, ist ein leeres Potenzial, wo nichts damit passiert. Und erst, wenn das Saatgut in die Erde geht, kann etwas daraus passieren.
Und egal, ob du das Gefühl hast, der Boden ist fruchtbar oder nicht, solange die Saat nicht in die Erde geht, passiert gar nichts. Erst mit drin, in dieser Spannung. Von dieser Erde, wo es das ist. Erst mit drin, in dieser Spannung zwischen Anpassung, Abgrenzung, zwischen wo stehe ich, wo stelle ich mich an, wo beziehe ich Farbe, wo hebe ich meine Hand auf. Erst in dem hinein kann Frucht entstehen. Und lasst uns Menschen sein, die ein Leben haben, das wirklich redet. In der heutigen Zeit, die für etwas stehen. Ohne dass wir allen sagen müssen, hey, du machst im Fall das falsch und so weiter. Nicht auf diese Art und Weise. Indem wir, wie der Daniel, ein vorbildliches Leben führen. Ein Leben, das gewissenhaft ist, das treu ist, wo die Menschen wissen, was sie erwarten können, wo wir aber auch ehrlich und transparent sind. Und uns getrauen, die Stellung zu beziehen. Im 1. Petrus 2 drückt es der Petrus so aus: Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und verstehen das dann zur Ehre Gottes und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Das ist Menschen sein, die wissen, wer ultimativ regiert. Und die nicht in Angst und Panik verfallen und nicht mitmachen müssen, wenn alle irgendwie wie nervöse Geier rumrennen. Lass uns Menschen sein, die so eine gelassene, angstfreie Präsenz ausstrahlen, weil ihr Vertrauen in Gott liegt. Sie wissen, dass er regiert. Und lass uns Menschen sein, die bereit sind, den Samen in die Erde zu legen. Und die nicht warten, bis es bessere Zeiten kommen oder ein anderes Umfeld, das vielleicht besser ist oder sich besser eignet, sondern wo da und jetzt, in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, in dem Umfeld, wo du jetzt drin bist, dich in die Gesellschaft hinein investierst, dich drin hineingibst, dir überlegst, was kann es für dich heissen, zum Frucht bringen. Was ist dein Teil, wo du aufgerufen bist, dich drin hineinzugeben? Lass uns aufstehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, ich sehne mich nach einem Leben, das so eine Ausstrahlung hat, das etwas bewirkt, das nicht einfach vor sich hintümpelt hat und nichts bewirkt hat, sondern dass die Samen, dass ich die wirklich in den Boden legen kann und dass etwas daraus entstehen kann. Ich bete, Jesus, dass wir eine Kirche sein dürfen, eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen, die in dieser jetzigen Zeit Frucht bringen dürfen, die in dieser Spannung leben können, das aushalten. Vielleicht manchmal besser, manchmal weniger. Und ich bete, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du regierst. Und dass das tief in unsere Herzen hineingeschrieben werden und dass das Verständnis über allem stehen. Und uns kann helfen, gerade in der jetzigen Zeit, so eine gelassene, angstfreie Präsenz zu sein, wo anderen vielleicht auch Orientierung geben kann. Gib uns Weisheit in so Situationen, wo es vielleicht manchmal nicht klar ist, wie wir uns positionieren sollen. Aber gib uns den Mut, um mit der richtigen Art eine Position zu beziehen. Amen.